Läuft das Band? Ja, dat. Dann los Jon. Dag Hermann. Dag Caroline. Dag lief Lükscher zu Hus und unterwegs. Schön, dass da sit. Jetzt küt Christach näher. Und mir han über Christach alt viel geschwart. Da ginget der Weihnachtsmarkt beim letzten Mal. Und im letzten Jahr haben wir das Weihnachtsevangelium für getragen. Und dann ginget in der Adventszeit der Sinterklaas. Und was man so alles machen kann in der Zick. Und die 3 Könige natürlich hier in Köln. Und wir haben noch ja nicht gesprochen über die Texte. Also die Texte von den Lieder, die kennen die meisten, wenigstens die erste Strophe. Aber sonst so Gedichte, das haben wir sonst noch nicht so gehabt. Es gibt Tausende von Rühmscher und Verzellscher, die im Advent oder Christach vorgetragen werden. Sagen Sie, Hermann, musst du Christach ein Gedicht absagen? Ja, ich habe doch direkt präsent. Ich bin noch klein, mein Herz ist rein, oder niemand drin wohnen als Jesus allein. Das Wort. War denn ne Quatsch? Das ist doch ein Rühmsche, aber nicht für Christach. Also genau genommen solle de Gebet sein, was sie sich für de Pens ausgedacht haben, so für ein Beispiel für den Abend, i dat mo schlöf. Hätt ihr dat dann jetzt gesagt, was dat bedeuten sollt? Ganz klare Antwort, nee. Han ich abgesagt, wann es an der Reihe war zum Schlafen jon, oder ob Christach, das war immer dasselbe. Das han ich schon gekonnt. Aber wurde nicht drüber gesprochen, ne? Wurde auch nicht drüber gesprochen. Hast du dann auch ein Christachsrühmsche parat? Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus der Wirtschaft und konnte kaum noch stehen. So wiegt der hudütsche Fördrach, ersch elegant. Dat Rühmsche im Original jovet in meiner Pute zig auch noch. Wir han et probiert, et in et Kölsche zu übertragen. Aber dat is Luther mit dem, wat man dann so schön Übersetzung nennt. Jede Sprache hat ne eigene Charakter und manche Sachen jon beim Röverdöje in en andere Sprache einfach verloren. Det nicht fluppen mit dem Rhythmus und man muss es darum ändern. Oder es lied sich einfach nicht in der anderen Sprache genauso ausdrücken. Wir probieren es. Also, he et Rühmsche ob Kölsch. Denk ich han et Christkind gesehen. Et kam aus dem Büsch, et Mützje voll Schnee, mit'm rot gefroren Näschen. Die kleine Hängscher, so döten ihm wie, denn et hatten ne Sack, der war ersch schwer, schleppten und polterte, hinge ihm her. Was drin war, fragt ihr gewiss, Fürwärtsnase, Schelmepack, meint ihr, der war ob der Sack? Zugebunge, bis boven hin. Et war gewiss jet Leckeres drin. Et roch so nach Äpfel und Nüsse. Dat is heewal het bekannteste Rühmsche für Christach. Dat macht dann erst viel Pens absagen. Mit ernste Gesicht, natürlich ob Hodütsch, wie sich das gehören tät. Es ist ja interessant, da jedet ja nicht der Jesus, dem sein Gebot in Bethlehem im Stall an Christach gefeiert wird. Es geht das Christkind, das die Geschenke bringen tät. Ja, interessant ist auch, was es bringen tät. Äpfel und Nüsse, das ist für Pens von Hück doch reich bescheiden. Jense könnt man vielleicht noch Printe und Spekulatius. Aber das war dann auch der Teller Leckeres. Der stund bei mir auch noch ganz boven Wunschzettel. Ich han dat neu gelurt. Der Text ist vom Anna Ritter, 1865 geboren. Das war kein Kölsche.
wird het uns in Köln gelebt und ist mit seinem Vater viel rumgekommen, so ja bis New York. Und später mit seinem Mann, dem Regierungsrat Ad Rudolf Ritter. Hätte das dann auch der Ritter Sport Schokolade erfunden, die Anna Ritter hieß es, ne? Für in der Sack vom Sinterklaas auch vom Christkinderin zu tun. Nee, das war eine Frau, die hieß Clara Ritter. Die hat 1932 die Idee gehabt, eine Sportschokolade zu entwickeln, die in jede Sportjackentasche passen tät. Und so ist das Schokoladenquadrat entstanden. Das hieß am Anfang noch Sportschokolade. Und später, 1970, ja, wird dann der Name Ritter Sportschokolade. Aber wir sprechen jetzt über die Schokolade und kommen vom Thema ab. Ja. Also, das Anna Ritter war in dem Kreis von der Autoren, die der Ludwig Stollwerk, der Schokoladeproduzent, in Auftrag gegeben haben, bei der literarischen Gestaltung von der Stollwerk Sammelbildchen und Sammelalben mitzumachen. Das passt also jod hier in der Kölsche Klav. Ich det sage, de meiste Christusrömscher han mit dem Christkind und de Geschenke zu tun. Und mit der Stimmung von Christach. Ja, das ist ja bei der Lädscherwahl auch so. Klingelöckchen, Klingelingeling. Ich mach das doch nicht wieder bang. Ich dachte, du gehst jetzt direkt über von Klingelingeling. Klingelingeling, da geht der Eiermann. Genau, das hatte ich das sagen mir nur doch frische Pens. Ich bin ja brav. Ja, sonst bringt das Christkind doch ja nichts. Also, ich habe ein bisschen rumgelurrt, ob es überhaupt Römscher gibt, die mit der Geburt vom Jesus zu tun haben. Das ist echt schwierig. Ich habe eins gefunden vom Adolf Kolping. Hast du gewusst, dass das eine Kölsche ist? Ja, dat. Der war aus Kerpen. Hat aber in Köln Abitur gemacht, im Marcellengymnasium, wo heute Generalvikariat drin ist. Genau, und später ist er so ja Domvikar geworden und hat dann der Kölner Gesellenverein gegründet. Und das war auch echt nötig, weil die Handwerksgesellen, die so rumgetrocken sind, einen Platz brauchte für irgendwo herzujagen. Die Zünfte täten ja nicht mehr existieren. Der ist, der Adolf Kolping, 1865 in Köln gestorben und in der Minoritenkirche begraben. In der Nähe steht auch das Denkmal von ihm. Der Gesellenvater Kolping, wie so eine Gesell entgegen nimmt, der Heng schüttelt. Und aus singem Gedicht zur heiligen Weihnacht haben wir ein paar Strophen rausgesucht und in das Kölsche übertragen. Ja, hier ist es. Zum heiligen Christfest. De Menschen in der Nacht vom Leben, sie täten Söke, Licht und Glück. Doch all die Mühe konnte ihnen dat nicht geben. Sie fungen es nicht ein klein Stück. Da ledet Christuskind Engele singen und Friede für sie all ob der Welt. Der Jesus wollte doch Friede bringen, für alle Menschen wurde gemeldet. O lass mal all dat Bütchen love, wat uns versöhnt het mit dem Graf, wat uns das große Ziel von Buwe, Wahrheit und Friede schickte nach. Hier ist ja wirklich ausdrücklich der Red vom Jesus. Aber das jedet selten. Es ist mir die Stimmung, die angesprochen wird. Und bei uns ist ja auch Christach Winter. Wer ob der andere Halfkugel von der Erd lebt oder auch nur ob der Kanare, kann von Wiese Christisch nichts schreiben. Die Natur und wie man die Natur in der Christachszeit erlebt, ist ein Thema. Und weil sie auch ein Liedchen daraus gemacht haben und nicht nur eine Version, ist das Römische vom Eichendorfs Josef erst bekannt. Hier küdet ob Kölsch. Maat und Straße stand verlassen. Still erleuchtet mallig Hus. Simulier ich in der Jasse
Es sieht all so festlich aus. An der Finster, an die Frau Lück buntes Spielzeug, fromm geschmück. 1000 Bücher standen lore, Sinn o Wunder, still für Glück. Und ich wander durch die Moore bis Russ in das freie Feld. Doll, dat Glänze, hellige Schudder, ohne so wieg und still die Welt. Steine Hude Kreise schlinge, ganz allein, wie aus Schnee gemacht, steget wunderbare Singe. O, unser Zick, du Zick voll Naht. Also ne Abend voll Stimmung. Min ältere Däte verzelle, dat Lied in der Nazizig auch jod ankommen dät. Et war ein Christachslied, aber mo dät nix verkehrt mache, wann mo dat singen dät. Der Jesus komm ja nicht drin für. Et ist doch auch schön, dat je dich. Ja, dat is et. Et is für mich mit arg viel Erinnerungen verbunden und Erinnerungen an der Strick. Als Kind han ich dat Luther mitkriege. Min Groß, det insistiere, dat dat Lied gesungen wird. Und min Groß war wirklich nicht von den Nazis begeistert. Min Großeltern han so eine Tante Emma Lädsche gehabt und von Leichnam han die da de Straße geschmückt und han ordentlich Ärger kriege, wann dat noch ins Fürköm, dann täten sie de Schiefe entschmiese, hätte der Jauleiter gesagt. Also dat war wirklich unverdächtig, ne Nazi zu sein. Aber et hätt dat Lied so romantisch gefunden. Et war ja schließlich auch vom Eichendorf, also stimmungsvoll. Und am Ende je reiche Zeit obhudetsch, dat det zu Weihnachten passe. Und die anderen wollten das Lied nicht hören. Nee, evens, weil die Nazis dat so jod gefunden haben, so dat Malich, der dat gesungen hat, irgendwie ne Sympathisant sein kund. Also der Eichendorf selbst kund ja auch keine Nazi gewesen sein. Die ja wird ja zu dem Singerzig überhaupt noch nicht. Aber sie haben Luther wieder probiert, der dafür zu gebrochen oder zu missbrauchen. Ist ja da, was all in der Christusröhm schon drin sticht. Ja, wahrhaftig. Jetzt haben wir ein bisschen gelurt und Christach als harmloses Fest mit dem Christkindchen zum Austauschen von Geschenke gesinn, also ein Fest für die Pens, und dann auch als Fest davon, dass Jesus geboren ist, und als stimmungsvolles Winterfest oder wie man früher in der DDR gesagt hat, als Jahresendfest. Jahresendfest, Wort gefällt mir ja nicht. Also ich habe den Eindruck, inzwischen wird vielleicht hier und da mehr darüber nachgedacht, was man wahrhaftig feiern will. Und die Regeln sind nicht mehr so festgelegt wie in meiner Zeit als Bursch und als junge Erwachsene. Also ich weiß es nicht. Vielleicht fragen die alle auch viel mehr, wie Mensch einer, der jung ist. Also wie ich uns für ein bisschen zu provozieren, Jugendliche gefragt habe, ob man das Fest nicht auch abschaffen könnt, da konnte ich aber jetzt erleben. Da war richtig jetzt los. Ja, ich meine, da gibt es viel Fragezeichen. Was dummer verhaftig führen. Wieso jedes Jahr Christtag in der Miete oder in manche Familie der größte Zoff, wie man wie im ganzen Jahr. Das passe zu feiern, da will andere Menschen der Krieg erleben und ganz schlimm dran sind. Oder braucht man Rat, das Feiern für wieder neue Kraft zu kriegen. Das hast du doch zusammengefasst in Dingem Text. Wünsch 2023, 2024. Bist du also jod und du dat am Eng für da, bitte. Wünsch 2023, 2024. Gesehnte Christ, wo sind ich da sehen?
glückselig Neujahr, dat hätten wir jen. Et Böhmsche, der Löwing und die Geschenke, sind die nur da für abzulenken? Von Krieg und Missbrauch, Leid und Tod? Von Flüchtlingselend, Pens in Not? Verschleppte Menschen, Geld, Ruine? Von Massigräber, voll Mine? Ich möchte Feste nicht verdirven. Die Hoffnung soll als letzte sterben. Man mach mich halten für ein Grad. Ich komm im Vieren nicht parat. Lev, Jesuskind, du wurdst auch groß. Wie wär dann heding Botschaft bloß, det's hüchzedags durch Gölle jon. Ich möcht dat also jen verstehen. Ja, Lev Lükscher, das war unser letzter Podcast im Jahr 2023. Einem Jahr, in dem so viel passiert ist. Wir hoffen, dass wir mit unserem Podcast ein paar Infos über Köln und drumherum rüberdeuten konnten. Dass wir euch ob Kölsch anstuppen konnten, zu simulieren. Und dass hier und da auch jetzt zu lachen oft zu riemeln dabei war. Also insgesamt, dass es euch Spaß gemacht hat. Wir wünschen euch und uns auch Jodendach, Christtag, Silvester, Neujahr, liebe Menschen in der Nöte und Herz und Ohren, die sehen können, wo in jedem Moment der Herrgott auf der Welt geht. Tschüss und halt euch die Salze.